Herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende Themen für euch parat. Tag der offenen Tür im Giesbach. Die Berner Wanderwege äußern sich zum Gesetz zu Bikerouten. Und überflutete Keller wegen Hochwasserschutz. Das Giesbach feiert 40 Jahre Jubiläum seit der Wiedereröffnung. Dazumals ist das Grand Hotel von Judith und von Franz Weber gerettet worden. Ihre Tochter Vera ist heute Präsidentin der Stiftung Giesbach. Sie erzählt meinem Kollegen Patrick Schmid, was es mit dieser Geschichte auf sich hat und wieso sie ein Buch darüber geschrieben hat. Heute haben wir Tag der offenen Tür im Giesbach. Das haben wir deshalb gemacht, weil wir diese Saison im 2024 40 Jahre Jubiläum feiern seit der Wiedereröffnung vom Giesbach. Genau vor 40 Jahren im Frühling haben wir das frisch renovierte Parkrestaurant eröffnet und einige nicht renovierte Zimmer. Und das ist dank der Rettung von Franz Weber, der das Hotel und die wunderschöne Giesbach-Domäne gerettet hat vor dem Untergang, vor dem Abbruch. Dank dem stehen wir hier und Giesbach ist schöner denn je. Das ist der tote Vogel. Er hat die Flügel an sich gezogen. Er lebt just zum 40. Jubiläum von der Rettung und Wiedereröffnung des Giesbach habe ich ein neues Buch rausgebracht, das Giesbach-Wunder, weil es ist ein absolutes Wunder, dass es Giesbach überhaupt noch gibt. Und da habe ich eine wunderschöne Geschichte, die meine Mutter damals vor etwa 15 Jahren geschrieben hat, habe ich wieder aufgenommen und ergänzt mit sehr vielen schönen Texten von anderen Leuten. Und wir haben ein schönes Bildband daraus gebracht. Das habe ich heute vorführen dürfen und daraus auch lesen dürfen. schwingt er sich zwischend vom Blechdach hoch und über die nahen Büsche hinweg zurück in den Wald. Heute haben wir Tag der offenen Tür, damit alle Menschen aus der Region sehen, wie schön Giesbach ist, damit sie auch sehen, wie es hinter der Kulissen ausschaut und auch damit sie erfahren, wie stark wir investieren, um diese Anlage, das Hotel, diese wunderschönen Bauten, aber auch der Wald, wie viel wir investieren, um das alles zu erhalten und zu pflegen und zu hegen. Weil es braucht immer sehr, sehr viel dafür, dass es so schön bleibt, diese Anlage. Und wir brauchen natürlich auch die Unterstützung von ganz vielen Menschen, damit Giesbach weiterleben kann. Heute zubereitet mit frischem Schnittlauch, frischer Petersilie, ein bisschen Rucola. Diese Kuh ist das Symbol vom Kauf von der Giesbach-Domäne am 16. November 1983, wo meine Eltern notariell diese Anlage für die Stiftung Giesbach dem Schweizer Volk gekauft haben. Und diese Kuh haben sie an diesem Tag gekauft und das Datum schnitzen lassen. Und es ist so, dass vor einigen Jahren eine alte Esche im Giesbach umgefallen ist. Und aus dieser Esche haben wir ganz viele kleine Kühe machen lassen bei Traufer, die wir dann verkaufen können als Spendenbeitrag, Gönnerbeitrag zu dieser Stiftung Giesbach, dem Schweizer Volk. Die Plattform J geht im Knatsch zwischen den Berner Wanderwegen und den Mountainbikern nach. Dafür hat meine Kollegin Dennis Jakob, der Präsident der Berner Wanderwege, der Casimir von Arx, im Interview. Er äußert sich zum revidierten Strassengesetz und mahnt gleichzeitig zur Geduld. Wir begrüßen, dass ein Gesetz ist gemacht wurde, wo man jetzt mal regelt, wie Mountainbike-Routen geplant und signalisiert werden und finanziert werden. Was die Bestimmung anbelangt, ist ja nicht so absolut formuliert, sondern es heisst einfach, dass bei der Planung von Mountainbike-Routen soll angestrebt werden, dass man die Wege gemeinsam nutzt. Für uns ist es so, wir vertreten die Interessen der Wandererinnen und Wanderer. Unsere Präferenz ist natürlich, dass man separate Wege hat, aber im Wissen auch, dass das nicht überall möglich ist und auch nicht überall der Weisheit letzter Schluss ist. In der Praxis wird man vor Ort Lösungen suchen oder sowohl das Gesetz ist nicht so absolut formuliert, wie auch das übergeordnete Veloweggesetz. Das ist ein Bundesgesetz, wo eigentlich drinsteht, dass man
Velo- und Fußgänger trennen auf Freizeitrouten. Ein bisschen etwas anderes sagt als das kantonale Gesetz. Auch das auf Bundesebene ist aber auch nicht absolut formuliert. Und letztlich heisst es, dass man vor Ort wird Lösungen suchen muss. Was man sich bewusst sein muss, ist, das ist sehr viel Arbeit, weil man eben nicht eine Lösung von oben überstülpen kann, die überall genau gleich ist, sondern man muss in jeder örtlichen Situation schauen, was ist jetzt hier das Beste. Wenn ihr jetzt auf die zukünftige Zusammenarbeit mit diesen verschiedenen Organisationen schaut, was seht ihr dort als die grössten Herausforderungen? Ja, natürlich dort, wo die Interessen auseinandergehen. Oder wenn man jetzt am einen Ort von Seiten wandern findet, ja, das ist jetzt ein Ort, wo es nicht mal verleidet, dass man Mountainbike-Verkehr auf dem Wanderweg hat. Und von der Mountainbike-Seite sieht man das allenfalls anders. Und dann wird man entscheiden. Aber letztlich sind wir Fachorganisationen, die fachliche Inputs geben. Und manchmal kann man sich einigen. Und wenn man sich mal nicht einigen kann, dann ist das Tiefbauamt da, wo die Sachen entscheiden. In diesem Gesetz sind keine Verkehrsregeln geändert worden. Die sind genau gleich wie vorher. Das Einzige, was passieren könnte, ist, wenn man fälschlicherweise jemanden annimmt, dass man jetzt überall mit dem Mountainbike fahren kann, wo man vorher nicht hätte können, dann merkt ihr das vielleicht, aber das wäre eine falsche Interpretation von diesem Gesetz. Im Vergleich jetzt mit einem Wanderwegnetz, das über lange Zeit ist entstanden und im Kanton Bern fast 10'000 Kilometer ausmacht, wird man vermutlich in 5 Jahren nicht annähernd so viele Mountainbike-Routen haben, weil das einfach viel Zeit braucht. Und woher es am Schluss führt, das wird man sehen. Und man wird auch sehen, auf welchen Wegen dass das Mountainbike-Netz kommt. Das kann auf Wanderwegen sein, kann aber auf anderen Wegen sein. In Böningen sind nach dem Hochwasser von 2005 millionenschwere Schutzmaßnahmen ergriffen worden. Trotz oder vielleicht wegen denen haben ein paar Bewohner rund um Beat Michel mit gefluteten Kellern zu kämpfen. Er erzählt mehr im Beitrag von meinem Kollegen von Ben Abeckle. Bei uns im Keller, hier im Haus, haben wir ungefähr 1,10 Meter Wasser. Und das haben wir seit 7 Monaten. Und im Moment fängt eigentlich die Schneeschmelze oben raus eher an. Und wir befürchten eigentlich Schlimmeres. Und warten jetzt eigentlich ein bisschen auf die Reaktion der Behörden, wo wir fragen um Hilfe. Der Käse war drin, Wein war drin, ihr musst das räumen, habt jetzt hier Container. Aber warum ist das überhaupt passiert? Ich muss so sagen, es ist an für sich von den Betroffenen, wir sind vielleicht 7, 8 Parteien, die Annahme, dass es mit den Hochwasserschutzmaßnahmen Lütschinen zusammenhängt, dass die Lütschinen viel zu viel Wasser verliert, dass es ins Grundwasser geht und an der A8 Lütschinen-Unterführung, die wie eine Staumauer ist, unterirdisch aufgestaut wird. Und damit haben wir hier einen riesigen See, der vielleicht 2 Quadratkilometer groß ist. Im Moment läuft eine Expertise, die wird aber erst beim 26. abgeschlossen, über den Zusammenhang von dem Grundwasser mit der Lütschine. Hilft natürlich an der Lösung des Problems nicht. Der Gemeindepräsident persönlich ist recht engagiert, aber sonst haben wir eigentlich von keiner Seite irgendwelche Unterstützungen. Das beinhaltet auch die Ämter von Bern, Regierungsstatthalter und natürlich Gemeinderat Böningen. Für uns ist die Lösung am wichtigsten. Und dann die Schuldfrage ist eigentlich zweitrangig, weil bis die Schuldfrage und nachher die Sanierungsfrage und gelöst ist, geht es so manches Jahr. Also müssen wir jetzt mit der Lösung anfangen und nicht der heiße Herdöpfel von da nach da und du musst das Leiden hin und her schieben. Das bringt nichts. An dieser Stelle schalten wir schnell zu meinem Kollegen Matthias Mast ins Plattform J-Studio. Wenn er heute zusammen im Zentrum begrüßt, erzählt er euch selber. Ja, bei mir zu Gast ist Ursula Ziebach, Gemeinderätin in Spiez und seit letztes Jahr Nationalrätin. Aber jetzt wird eine Motion behandelt, die sie im Grossrat eingereicht hat und dort will sie natürlich auf eine Art im Hintergrund auch noch mit dabei sein. Sehr interessant. Das war es schon wieder mit dem heutigen Panorama aus Bern. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr bei uns auf der Website oder auch in der App.
Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Erlebnisferien. Made in Bern. Hier ist das Wetter auf der Plattform J am 29. Mai. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen weiteren wechselhaften Tag haben wir heute mit ein bisschen Sonne, dicken Wolken und zwischendurch auch Niederschlägen. Ein typischer Maitag in diesem Jahr, kann man sagen. Das sind wir uns ja gewöhnt, das unbeständige Wetter. Und das werden wir auch in den nächsten Tagen vorläufig noch überkommen. Immer noch angefürchtet, die Luft, die uns hier erreicht. In der Nacht auf den Donnerstag auch noch eine rechte Schubfeuchtigkeit, die reinzieht. Es gibt vor allem in der zweiten Nachthälfte zum Teil kräftige Niederschläge, auch zum Teil noch morgen früh, vor allem hier Richtung Oberland. Dann ein Übergang zu wechselhaftem Wetter am Donnerstagvormittag mit ein paar sonnigen Auflockerungen, mit aber auch neuen Regengüssen, die durchziehen am laufenden Nachmittag. Der Mix aus Sonne, Wolken und Regengüsse oder örtlich auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen Maximalwert von 18–19 Grad hier im Mittelland mit einem teilweise mäßigen Südwestwind. Also ein weiterer wechselhafter Tag, den wir überkommen, und unbeständig und wechselhaft geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Wir sehen es hier auf den Aussichten vom Freitag bis zum Wochenstart. Ja, neben den Wolken schon ab und zu sonnige Abschnitte, die sich zeigen, aber auch immer wieder Regengüsse. Wir sehen die Temperaturen zuerst ein bisschen am Zurückgehen und dann langsam am Ansteigen. Auf viel mehr als 20 Grad werden wir aber auch Anfang Woche dann nicht kommen. Also die Durststrecke für alle, die sich auf den Sommer freuen, die geht noch ein bisschen weiter. Das war vom Wetter auf der Plattform J. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen guten Mittwoch.